Servus, Glück auf und herzlich willkommen, ja, zum kleinen neuen Format hier auf dem Kanal, ja. Ich hatte ja im Stream am Montag den Hinweis oder den Wunsch, man könnte ja mal so ein paar Tierlisten zum FC Bayern machen. So die Trainer, die besten Stürmer und so weiter. Und da werde ich in den kommenden Wochen und Monaten immer mal wieder schauen, ob ich da irgendwie eine coole Tierlist finde. Wenn ihr eine coole Tierlist dazu habt, schreibt sie gerne auf den Discord unter Reactions rein. Dann gucke ich da mal rein, ja. Und ich habe mir gedacht, was passt besser als zum Start mal, ja, den aktuellen Kader anzuschauen und den aktuellen Kader mal einzuordnen. Ne? Mal gucken. Der eine oder andere wird das mit Sicherheit ein bisschen anders sehen. Ich werde alle Spieler, die jetzt hier unten sind, die gar nicht da sind bei uns, werde ich in D reinschieben. Das sind einfach die, die verliehen sind. Ja, hier angefangen mit Adam Aznu. Ich gehe einfach mal die Liste der Spieler hier nach der Reihe durch und sortiere die halt ein von S nach C. Wie gesagt, D machen wir mal die Leihspieler hin, die lasse ich mal außen vor, weil die kann ich persönlich nicht gut beurteilen. Ich werde die Spieler jetzt ja, anhand der aktuellen Saison und auch natürlich anhand, was sie beim FC Bayern bisher so gezeigt haben, beurteilen. Gut. Als erstes haben wir hier Pavlo drinne. Ja, ich würde Pavlo mal ins B-Tier stellen. Ich denke, vielversprechenden Start gehabt letzte Saison, diese Saison einen sehr, sehr starken Start gehabt im Zusammenspiel mit Josh, dann wie immer, muss man leider schon so sagen, wie immer, Verletzungsprobleme, Krankheiten, dadurch immer mal wieder rausgefallen, dann den Platz an Neon verloren. Ja, ich denke, vom Talent her hatte er natürlich die Chance, hier irgendwann hinzukommen. Aktuell ist er da noch nicht. Und diese Saison ist eher leider nicht so gut gelaufen. Wie gesagt, der Start der Saison war bärenstark. Ich würde auch an ihm festhalten, wenn er wieder richtig fit ist. Aber er muss mal dahin kommen, ja, dass er mal eine Saison fit ist. Also das ist ein junger Spieler. Das kann nicht sein, dass er pro Saison 3, 4 Mal weg ist wegen Mandelentzündung, wegen Erkältung, wegen dies, wegen das. Wenn es eine fußballerische Verletzung ist, okay, ja. Aber alles andere muss man mal gucken, dass man das ein bisschen besser in den Griff kriegt. Ja. Das ist mal ganz klar zu sagen. Gut, dann haben wir Sache. Ja, muss ich auf jeden Fall unterm Pavlo stellen. Ja. Sorry dafür, aber ich muss ihn unter Pavlo stellen. Ich habe kurz überlegt, aber er ist auch noch mehr verletzt. Ja. Das, was ich bisher gesehen habe, also erstmal das, was ich bei ihm Galatasaray damals gesehen habe, gerade gegen uns, war bärenstark. Ich habe auch ein Spiel in Erinnerung bei uns, was wirklich stark war. Ansonsten jetzt das letzte Spiel gegen Inter, was wir natürlich in Erinnerung haben, war eine Katastrophe. Er ist längere Zeit jetzt fit, bekommt aber nicht wirklich Chancen. Weiß ich nicht, Kompanie erzählt, er hält viel auf ihn. Ich weiß es nicht. Bisher auf jeden Fall absolut enttäuschend. Ja, kann man nicht anders sagen. Daniel Peretz sehe ich auf der Stufe von Pavlo B. Ich denke auch eher, ob er alles hat, um ins S-Tier zu kommen irgendwann, weiß ich nicht. Wenn wir S-Tier jetzt mal so als das Beste der Besten bei uns sehen, weiß ich nicht. Er hat auf jeden Fall alle Veranlagungen. Fußballerisch natürlich ein bisschen hinter so ein Urbich zum Beispiel, der jetzt hier noch gar nicht bei ist in dieser Liste. Von daher erwähne ich ihn. Ja, aber auch ein Urbig würde, wenn dann maximal ins B-Tier erstmal kommen. Das sind Spieler, die müssen sich natürlich erstmal zeigen dürfen und beweisen. Ich denke aber, ein Daniel hat alles. Er durfte ja auch ein paar Spiele spielen. Das war für mich auch absolut überzeugend. Ja, ich fand es stark. Ja, aber auch da muss man natürlich abwarten, wo die Reise hingeht. Ja, wenn die Reise überhaupt bei uns weitergeht. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Jetzt kommen wir zu Fonzie Davis. Ist für mich absolut kein S-Tier. Wenn er sein Leistungspotenzial aber abruft. Also er kann natürlich irgendwann hier hinkommen auch, ja, in die absolute Führungsriege beim FC Bayern. Zum Ende hin jetzt war er auf jeden Fall unter den Leistungsträgern. So ehrlich muss man sein, ja.
Der Weg dahin war schwierig. Wenn wir aber seine ganze Zeit beim FC Bayern sehen, würde ich ihn schon ins A-Tier stecken. Er muss jetzt halt Konstanz reinkriegen, ja, und auf den hohen Level performen, ja, und er muss natürlich von Verletzungen verschont bleiben. Man muss natürlich erstmal gucken, wann kommt er wieder, wie kommt er wieder, kommt er überhaupt nochmal an dieses Leistungsniveau ran. Aber aktuell, ja, normalerweise müsste ich hier nochmal eine Zwischenstufe haben, ne, zwischen A und B. Ansonsten, pass auf, ich lasse mal die Leihspieler raus und ich ziehe ihn mal hier rein. Ja, weil das ist gerade super schwer zu sagen. Seine Zeit bei uns, er hat viele Steps gemacht, ja, definitiv. Aber viel Luft nach oben gelassen. Ja, jetzt, wie gesagt, zum Ende hin, jetzt unter Kompanie, war er richtig, richtig gut. Ja, das muss man mal sagen. Defensiv wird er immer seine Schwächen haben, das wird sich nicht ändern. Aber unter A-Tier verstehe ich schon Spieler, die konstant gut spielen. Ja, oder konstant zumindest ein gewisses Level haben. Von daher, das hatten Fonzie Davis jetzt noch nicht so gehabt. Ja. Gut, dann haben wir einen Eric Dyer. Ja, Eric Dyer hat das. Meiner Meinung nach. Ja. Wir können ihn natürlich jetzt, ist natürlich ein bisschen unfair gegenüber so einem Fonzie Davis, den ich jetzt schon über ein paar Jahre beurteilen kann. Ja, der ist natürlich dann ein bisschen schwieriger als wie so ein Eric, den ich jetzt diese 1,5 Jahre oder das eine Jahr kam ja dann auch erst in der Winterpause beurteilen kann. Aber ich würde einen Eric, ja, Eric hat ein internationales Niveau und das dauerhaft. Ja, und von daher ist er bei mir im A-Tier. Weil man weiß, was man kriegt. Ja, er hat mich sogar diese Saison überrascht, dass er das System Company so gut mitgeht. Ja, also wenn man sieht auch, dass er sich das zutraut, da bis in die gegnerische Hälfte reinzugehen und dann da die Zweikämpfe zu nehmen und zu gewinnen, ist natürlich High Risk. Sollte er so einen Zweikampf verlieren, er ist jetzt nicht der Schnellste, dann ist viel Raum dahinter, definitiv. Aber hat er bisher noch nicht getan. Ja? Und ansonsten ist er ein super ruhiger Typ, ein Organisator. Das sieht sehr, sehr gut aus. Wenn ich es richtig sehe, es ist ein bisschen klein, sollte das Palinja sein, hoffe ich. Oder? Nee. Wild. Wir nehmen erstmal Heavy. Über Heavy brauchen wir nicht diskutieren. Heavy ist natürlich S-Tier. Auch wenn er gegen Inter Mailand eine schlechte Tagesform hatte. Aber ansonsten gibt es über Heavy Kane gar nichts zu diskutieren. Also die Zeit, die er jetzt bei uns ist ja, guckt es euch an. Also pro Spiel ein Tor oder eine Torbeteiligung, also das ist schon abartig. Und wie er die Elfer schießt, ist sowieso einmalig. Ja, schade, dass er gegen Inter einen schlechten Tag hatte. Hoffen wir aufs Rückspiel. Aber ansonsten brauchen wir über Harry Kane nicht diskutieren, denke ich. Ja. Gut, Hiriko Ito jetzt einzusortieren, ist super schwer für mich. Ich würde ihn auf jeden Fall mal ins B-Tier stellen, auch wenn ich das noch nicht wirklich gut beurteilen kann, weil ich noch nicht viel gesehen habe von ihm. Nee, komm, wir stellen ihn ins C-Tier, das wäre sonst auch dem Pavlo gegenüber ein bisschen unfair. Weil ich habe Pavlo ja mehr gesehen mit Ito. Ja, zumindest bei uns. Von daher, auch da müssen wir abwarten, wann kommt er zurück, wie kommt er zurück, bleibt er dann endlich mal fit. Ich denke, es ist super schwierig, wenn du dreimal an derselben Stelle die Verletzung hast, dann wieder das Selbstvertrauen zu finden, das Vertrauen in den Fuß. Deswegen auch da muss man abwarten. Gut, als nächstes haben wir Musiala. Ja, normalerweise müssten wir hier nochmal eine kleine Abstufung haben. Haben wir jetzt nicht. Ich würde einen Musiala zwischen S und A sehen, aber natürlich auf dem Weg ins absolute S-Tier. Aber Musiala hat immer noch Spiele da drin, wo er super wenig Einfluss hat. Da fehlt noch ein bisschen die Konstanz und er muss endlich wieder aufhören, so jeden Zweikampf oder jedes Foul an sich als Majestätsbeleidigung zu sehen. Ich denke, das würde ihm gut tun und dann ist er natürlich ein unangefochtenes S-Tier in den kommenden Jahren. Ja. Ich denke, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Gut, jetzt haben wir ein paar Linien.
Also ich weiß, was er kann. Ja, von daher packe ich ihn mal ins B-Tier rein. Das weiß ich bei Ito noch nicht, da habe ich nicht so viel gesehen. Pavlo, wie gesagt, da muss man die Entwicklung abwarten, genau wie bei Daniel, aber bei Palhinha weiß ich, was er kann. Ich habe die ganze EM gesehen gehabt. Da hat er gezeigt, was er kann. Ja, das ist ein Monster, wenn er auf der richtigen Position spielen darf und wenn er da den Hut auf hat auf dieser Position. Das darf er bei uns nicht. Das wird er bei uns in Zukunft nicht dürfen, weil Joshua Kimmich den Vertrag verlängert hat. Das heißt, ein Palhinha, ja, muss den Verein eigentlich verlassen. Hat bei uns bisher, ich glaube, eine überzeugende Halbzeit mal gespielt, weil er da mal hinter Kimmich gespielt hat. Ansonsten spielt er auf einer Höhe beziehungsweise vor Kimmich. Das ist absolut nicht seine Art, Fußball zu spielen. Ja, also der ist da völlig fehl am Platz auf einer Achterposition. Und dann erst recht, bei uns ist eine Achterposition ja super, super offensiv, ja, weil wir fast immer in der gegnerischen Hälfte sind. Und das ist absolut nicht sein Spiel. Ja. Er muss auf einer klaren Sechserposition, das durfte er bei uns noch nicht einmal spielen. Ähm, ja, aber von seinen Fähigkeiten, ja, wäre er mit Sicherheit auch ein A-Tier, wenn er endlich mal spielen dürfte und den Hut auf hätte auf seiner Posi und regelmäßig spielen würde, wäre er aber ganz, ganz locker ein A-Tier. Ja, bei uns leider aktuell kommt er über diese Rolle nicht hinaus, leider. Gut, dann kommen wir zu König Josh. Ja, König Josh müssen wir natürlich ins S-Tier packen, auch wenn wir immer viel meckern. Von wegen Führungsspieler hin und her. Haben wir jetzt auch wieder gegen Inter gesehen, war es maßlos enttäuschend. Ja, muss man ganz klar sagen. Da war er nicht gut. Beziehungsweise es war viel zu wenig dafür, dass er dieser Spieler sein will. Auch ihn würde ich hier so zwischensehen, aktuell. Aber im Großen und Ganzen spielt er eine starke Saison. Die letzten 2 Jahre waren eher durchwachsen. Aber nie richtig schlecht, wie bei so einem Goretzka oder sowas. Ich würde ihn trotzdem gerade hier zwischensehen, weil gerade diese Auftritte in Leverkusen, wo die Mannschaft untergegangen ist, war Kimmich nicht zu sehen, keinerlei Gegenwehr. Jetzt gegen Inter Mailand, wo die Mannschaft sich schwer getan hat, war Kimmich fast nicht zu sehen. Von daher schwierig, ja, hat aber viele sehr, sehr gute Spiele gemacht dieses Jahr. Ja, wie gesagt, normalerweise müssten wir hier nochmal so eine Abstufung haben, ne? Aber gut, haben wir jetzt nicht, sonst müsste ich hier nochmal 20.000 Reihen haben. Die habe ich leider nicht. Von daher bitte ich einen Kimmich mal hier in diese Riege mit reinnehmen. Aber wir können das ja auch hier noch so ein bisschen sortieren. Ne? Dann würde ich das auf jeden Fall mal so machen. Können wir es noch ein bisschen der Reihe nachsortieren. Gut. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist Danny, aber das hebe ich mir mal auf. Warte, ich gucke mal eben durch. Ja, manche Sachen erkennst du halt echt schlecht. Okay, ich denke mal, das ist Danny. Oder es soll es Danny sein. Wenn nicht, dann ist das jetzt einfach für uns. Das ist Danny. Danny sehe ich auch im B-Tier. Bei Leverkusen hat er überzeugt. Ich war sehr skeptisch vor der Saison. Habe ich ja auch klar geäußert, was uns Danny betrifft. Und ich war dann bei der Vorbereitung sehr, sehr positiv gestimmt. Hat eine super starke Vorbereitung gespielt, auch auf der Innenverteidigerposition. Ja, das war richtig, richtig gut. Ja, und dann kam die Verletzung und seitdem, ja, tut er sich schwer, hat aber auch das Problem, dass auch er nicht das Vertrauen des Trainers genießt und mal 5, 6 Spiele am Stück auf einer Rechtsverteidigerposition spielen darf. Darf dann immer mal ein Spiel wieder reingeworfen, wenn Conny Leimann mal ein bisschen Pause braucht. Jetzt musste er Linksverteidiger spielen, weil da alles irgendwie ausgefallen ist und Guerrero maßlos überfordert war. Das war dann am Anfang ein bisschen wackelig, kam immer besser rein in die Posi. Hat auf jeden Fall das Potenzial, also fürs S-Tier wird ein Stunny, glaube ich, nie das Potenzial haben. Vielleicht täusche ich mich, ja, vielleicht kommt das noch. Fürs A-Tier hat das auf jeden Fall. Aktuell würde ich ihn auch im B-Tier sehen, weil ja, wir können ihn jetzt diese Saison noch gar nicht gut beurteilen. Man weiß aber, was er kann, wozu er fähig ist. Auch wo er schon bei uns war, hat er viele Spiele gemacht, die mega, mega stark waren. Er hat mal so ein Mbappé aus dem Spiel genommen, hat aber auch Spiele gehabt, wo es wirklich katastrophal schlecht war. Ja. Von daher ist Danny gerade sehr, sehr schwer einzuschätzen für mich.
Das Potenzial hat er auf jeden Fall fürs A-Tier. Ich glaube, fürs S-Tier wird es nie reichen. Er wird nie dieser überragende Spieler werden. Fonzie Davis kann das werden, ja. Aber ich denke, auf einem sehr guten internationalen Niveau kann es dann nicht kommen. Ob er das hinkriegt, weiß ich nicht. Wird man sehen. Ja. Gut, da sind wir bei King. King würde ich ins A-Tier nehmen. King ist für mich internationale gute Klasse mit Peaks nach oben, mit relativ wenig Peaks nach unten, wenn man die letzten Jahre nimmt. Diese Saison hat er einen schweren Anfang gehabt, hat dann aber seine Form gefunden und hat immer ein konstantes Niveau abgeliefert. Natürlich wird er nie der Knipser sein, wie es der eine oder andere Spieler mal war bei uns. Er war immer mehr der Vorbereiter. Und ich glaube, er hätte uns gegen Inter auch richtig gut getan. Er hätte da viel, viel mehr Feuer gemacht und viel, viel mehr eingeleitet, wie so ein D-Wolf Sané versucht hat und nicht gekonnt hat. Von daher Kingsley für mich noch der konstanteste auf den Flügeln und von daher für mich absolut im A-Tier unterwegs. Gut, jetzt wird es natürlich super schwierig. Jetzt kommen wir nämlich zu Conny Leimer. Ja. Wo soll ich den jetzt einordnen? Ich ordne ihn ins B-Tier ein, aber mal ganz nach vorne. Warum ins B und nicht ins A oder gar ins S? Also S natürlich nicht. Ja, S sind für mich die absoluten Leader, die absoluten Topstars. Warum nur B? Ja, weil er als Rechtsverteidiger defensiv eine Farce ist. Ja, sorry. Ich habe, glaube ich, ein gutes Spiel gesehen oder ein Spiel, wo es nicht so ins Gewicht gefallen ist, dass er Rechtsverteidiger war. Ansonsten, man sieht, jede Mannschaft, die ein bisschen uns beobachtet, spielt nur über die linke Seite, wenn Conny Leimer als Rechtsverteidiger da steht. Weil es ein super easy Win ist. Ja, es ist einfach so. Ich weiß nicht, warum die Trainer das nicht sehen. Tuchel hat es nicht gesehen, Kompanie sieht das nicht. Ich weiß nicht, wie man Conny Leimer als Rechtsverteidiger sehen kann. Ist für mich eine Verschwendung, gerade in diesem System. Wäre er prädestiniert als Achter, Alter. Er ist ein absolutes Biest, ein Wadenbeißer, eine Pressingmaschine. Und genau das spielen wir doch. Ja, das ist so viel verschenktes Potenzial da hinten auf einer Rechtsverteidigerposition. Nur um was zu tun. Ja, nur damit Josua Kimmich seiner Rolle frönen darf. Ich meine, er spielt diese Saison gut in der Zentrale, ja, aber gerade in den wichtigen Spielen, wo er dann abtaucht, wenn die Mannschaft Probleme hat, kannst du einen Kimmich auch als Rechtsverteidiger stellen, meiner Meinung nach. Ja, und kannst dann mal einen klaren Sechser stellen mit ein paar Linien. Aber wenn man das tun würde, würde man ja Josuas Vormachtstellung in Frage stellen und dann wäre irgendwann wieder die Frage, warum hat man den Vertrag verlängert, bla bla bla. Wir brauchen das Thema nicht wieder aufmachen. Ja. Ich würde behaupten, dass Conny Leimer, wenn er auf der Achterposition spielen dürfte, gerade in diesem System, aber sowas von ins A gehört und vielleicht sogar auf dem Weg ins S gewesen wäre. Ja, wenn ich mir vorstelle, Conny Leimer wäre unser durchgehender Achter gewesen, ja, vielleicht mit einem Pavlo an seiner Seite. Pavlo, der ein bisschen vielleicht den defensiveren Part spielt oder beide halt im Wechsel. Joso als Rechtsverteidiger. Wo man dann ja auch immer mal situationsbedingt gucken kann, wenn Josua da mal einen Vorstoß macht, dass ein Conny sich fallen gelassen hätte und so weiter. Hätte ich mir richtig, richtig gut vorstellen können. Leider hat man diese Option nicht gezogen und hat einen Conny Leimer als Rechtsverteidiger gestellt. Da mache ich ihn noch nicht mal zum Vorwurf. Ja. Er kann das halt einfach nicht besser, wie es defensiv macht. Nach vorne hin hat er teilweise richtig, richtig starke Spiele gemacht. Ja, leider reicht es dann nur fürs B-Tier, aber an vorderster Stelle, meiner Meinung nach. Ja. Er müsste einfach mal auf der richtigen Position aufgestellt werden. Gut, dann haben wir Leon. Leon würde ich auch ins B-Tier packen. Und zwar zwischen Stani und Fonzie. Leon, ja, ihr wisst selber, super schwierige Saison gehabt. Die letzten Jahre war eine Katastrophe. Hat dann jetzt ein paar ordentliche Spiele gehabt, ein, zwei sehr gute. Dann bei der Nationalmannschaft, was mich nicht wirklich interessiert hat, aber ordentliche Spiele gemacht. Ich bleibe dabei, dass ein Goretzka nicht in dieses System passt, wenn wir darüber reden, dass er als Achter spielt. Ich hätte mir einen Goretzka gewünscht, dass man ihn umschult als klaren Sechser. Ich glaube, da wäre er richtig, richtig gut gewesen. Ja, vor allen Dingen, weil er dann auch mal gegen stärkere Mannschaften, wo dann mal ein bisschen Raum gewesen wäre, hätte er ja auch explodieren können von der Sechser-Posi aus. Ja, und seinen Push nutzen können, den er hat nach vorne.
Und natürlich auch, was er hat, seine Strafraumbesetzung, wenn wir so super offensiv sind, dass der Sechser da mal aufrückt, der Achter sich fallen lässt, sollte ja auch nicht das Problem sein. Aber auf einer Achter-Posi sehe ich ihn nicht. Ja, da ist er auch ähnlich wie ein Conny Leimer als Rechtsverteidiger völlig falsch besetzt, meiner Meinung nach. Das hat man auch teilweise gesehen, wenn wir gegen Gegner spielen, die super tief stehen. Welchen Impact hat ein Leon Goretzka, Alter? Dasselbe wie ein Palinja auf der Achterposi. Ja, die können beide. Leon ist sogar noch ein bisschen, hat wenigstens ein bisschen Kreativität, hat noch einen ganz guten Schuss, den hat Palinja auch. Wie gesagt, er hat natürlich eine Antizipation, da in den Strafraum reinzugehen. Das ist eine seiner Stärken. Aber er passt null in dieses System. Ja, er passt nicht in dieses Pressing-System und schon gar nicht in dieses, oh ja, ich bin der Spielgestalter, wenn Gegner super tief steht. Ja, das ist ein Leon nicht. Leon hat seine Stärken, wenn du dich zurückziehst, lässt den Gegner kommen, eroberst den Ball und feuerfrei. Ja, du hast Raum vor dir, dann ist Leon stark. Ja, das ist bei uns aber leider super selten und von daher, ja, fürs A natürlich brauchen wir nicht drüber reden, Alter. Viel, viel zu unkonstant. Ja, also diese Saison alleine, aber auch die letzten Jahre, also da brauchen wir nicht drüber reden. Gut, dann kommen wir zu Leroy Sané. Ja, vom Potenzial her wird er natürlich ins S-Tier gehören. Er gehört für mich noch nicht mal ins A aktuell. Ich würde ihn aber mal hier nach vorne ziehen. Ja, er hat das Potenzial. Jetzt gegen Inter Mailand war es wieder der Leroy, den ich kenne. Ja, wieder maßlos überfordert. Ich meine, gegen St. Pauli, nichts gegen Pauli, ja. Aber auch da, ich meine, er war an der richtigen Posi, ja. Die erste Halbzeit war eine Katastrophe gegen Pauli. Er hat die beiden Hütten gemacht, alles gut, möchte ich ihm gar nicht absprechen. Gegen Augsburg hat er wirklich ein starkes Spiel gemacht, da gehe ich 100% mit. Das war für mich besser wie gegen St. Pauli. Ja, und gegen Inter war es dann wieder gar nichts. Ja. Und wenn wir die ganzen 5 Jahre sehen oder allein nur die letzten 2 Jahre, ja, sorry. Klar hat er immer wieder Peaks, wo er dann hier drin ist für 10 Spiele, aber im Großen und Ganzen ist das noch nicht mal A-Tier-mäßig. Ja, da ist ein King auf jeden Fall vor ihm. Ja. Ist hart, ist aber leider so. Auch wenn das viele Sané-Anhänger anders sehen, ist mir wurscht. Da müsst ihr durch. Gut, Manuel Neuer gehört für mich immer noch ins A-Tier rein. Ja, hat diese Saison eine schwierige Saison gehabt, nach seiner Verletzung Schwierigkeiten gehabt, gar keine Frage. Aber wie gesagt, wir sehen ja das gesamte Bild und das gesamte Bild. Er hat noch das Potenzial, wir haben es auch diese Saison gesehen jetzt, bevor er seine Jubelverletzung da hatte, war er wieder auf einem guten Level. Ja, war er wieder stabil, hat nicht mehr diese Stellungsfehler drin gehabt, wie ich fand, hat nicht mehr ganz so die Streuung drin gehabt in seinen Bälle verteilen und sowas, da war er wieder auf einem guten Weg. Davor war es natürlich schwach, muss man ganz klar sagen, wäre er zwischen A und B gependelt. Potenzial hat er natürlich noch für das A-Tier, für eine konstante, starke Leistung. Fürs S-Tier weiß ich nicht. Das wäre vielleicht nochmal ein Peak, den er irgendwie mal schafft in ein Spiel oder sowas. Ich glaube nicht, dass er noch konstant auf dem S-Tier spielen kann. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Und ich denke, bei Manuel Neuer geht es eher darum, ob er noch konstant die Leistung bringt, die er dann jetzt so in den letzten 2, 3 Spielen gemacht hatte vor seiner Verletzung. Oder ob er das nicht hinkriegt und sogar ins BT abrutscht. Ja. Gut, Mathis Tell brauchen wir nicht. Dann haben wir Michael Olisse. Ja, wenn wir ehrlich sind, wenn Musiala drin ist, müsste ich ihn von der Wichtigkeit her gerade auch ins S-Tier stellen. Aber es ist die erste Saison, die ich von ihm sehe. Ja, ich packe ihn mal ins A-Tier nach ganz, ganz vorne. Ich würde einen Neuer auch hier zwischen Airback stellen. Airback ist für mich definitiv konstanter. Also, wie gesagt, wenn wir nur diese Saison beurteilen würden, die paar Spiele, die wir gesehen haben, gehörten Ulisse ins A-Tier. Ja, und zwar vor Musiala. Ja, komm, wir machen das auch. Drauf geschissen. Wie gesagt, ich kann nur diese Saison beurteilen. Bei ihm ist natürlich dann ein bisschen unfair gegen Spieler, die ich schon länger beurteilen kann und muss. Aber er ist einfach super konstant. Ja, also ich weiß nicht, wann ich letzte Mal so einen konstanten Spieler gesehen habe bei uns. Das ist ähnlich wie Heavy. Ja, Heavy ist auch super konstant. Ja, na klar hat er mal einen schlechten Tag wie gegen Inter.
Martha einen herausragenden Tag, aber selbst wenn Harry Kane einen normalen Tag hat, macht er eine Hütte. Ja? Und genauso ist es bei Michael. Wenn Michael einen normalen Tag hat, leitet der mindestens 3, 4 gefährliche Angriffe ein. Ja? Nicht immer direkt als Vorlagengeber, mal als die Station davor, aber er ist immer präsent. Ja? Er ist immer präsent und leitet immer Angriffe mit ein. Hat genug Tore erzielt, genug Vorlagen. Ja, am Anfang der Saison war er noch ein bisschen stärker in der Rückwärtsbewegung. Da kann man ihn vielleicht 1, 2 Vorwürfe machen jetzt in den letzten Spielen. Ich glaube aber auch einfach, das ist ein bisschen Conny Leimer geschuldet. Ja, weil das habe ich vorher mit anderen Spielern hinter ihm nicht so gesehen. Und da komme ich nochmal drauf zurück. Jetzt stellt euch mal eine rechte Seite mit Kimmich und Ulisse vor. Alter, das wäre doch absolute Weltklasse, wenn Michael sein Niveau halten würde. Ja. Weiß ich nicht, warum man nicht auf diese Überlegung kommt. Ja, ist ein bisschen schade. Gut, damit sind wir bei Minjay angekommen. Minjay dieses Jahr, ja, auf jeden Fall A-Tier. Ja, also ich habe ihn am Anfang der Saison auch noch zerrissen, was ein Kompanie aus Minjay und Opa gemacht hat als Innenverteidiger-Duo. Ist super konstant, ist super stark. Da gibt es gar nichts drüber zu diskutieren. Ja. Ja, er hat einen schwierigen Einstieg bei uns gehabt, haben wir aber letzte Saison schon besprochen, bedingt durch seine Ausfallzeit, durch seinen Militärdienst und so weiter. Minjay hat alles fürs S-Tier. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall alles fürs A-Tier. Ja, in der Luft ist er ein Monster. Auch im Zweikampf, was ich, glaube ich, wo er ein bisschen noch diese Probleme hat, ist dieses nach vorne verteidigen. Da tut er sich manchmal ein bisschen schwer. Und was sein Hauptproblem ist, ist manchmal in manchen Spielen die Passgenauigkeit. Ja, also auch gegen Inter waren wieder 2, 3 sehr wilde Fehlpässe dabei. Aber gegen Inter hat man ihm noch keinen Gefallen getan, ihn dann auf die rechte Innenverteidigerposition zu stellen, anstatt auf der linken zu belassen, meiner Meinung nach. Naja. Minjay würde ich aktuell auf jeden Fall auch im A-Tier sehen und konstant gute Leistung diese Saison. Ja, da gibt es nichts zu deuteln. Kommen wir zu Rafa Guerreiro. Ja, Rafa Guerreiro ist schwierig. Sehe ich auf jeden Fall auch im B. Ja, ich würde ihn auf einer Ebene mit Leroy sehen. Jetzt nicht vom offensiven Können her oder sowas. Aber er ist ähnlich. Ja, er hat 3, 4 überragende Spiele, dann 3, 4 katastrophale Spiele und der Rest ist immer so, ja, eben B. Ja, so mittel. Als Linksverteidiger, glaube ich, ist der Zug abgefahren beim FC Bayern. Das war diese Saison Note 6 von A bis Z. Ich habe nicht ein gutes Spiel als Linksverteidiger von Rafa Guerreiro gesehen. Am Anfang der Saison auf der rechten Seite mit dem Zusammenspiel mit Kimmich war es sehr, sehr gut. Ja, weiß ich auch nicht, warum man dann davon wieder weg ist. I don't know, dann war er lange Zeit raus. Dann hat er mal den Zehner gegeben, sogar mal den Neuner. Ich fand es jetzt nicht so schlecht gegen Inter, war ich wahrscheinlich auch wieder einer der Alleinigen. Ja, aktuell im B-Team, für A fehlt ihm einfach die Konstanz. Ja. Und natürlich auch, kommt es darauf an, auf welcher Posi er spielt. Gut, dann kommen wir zu Serge. Ja, wo soll ich den einordnen, Alter? Wo soll ich den bitte einordnen? Komm, ich ordne den Serge hier in C ein. Mal an vorderster Stelle. Ey, beim besten Willen, ich kann ihn nicht in B stellen, Leute. Er hat am Anfang der Saison 3, 4 gute Spiele gemacht. Die letzten 2 Jahre war es Note 6. Ja, er hat jetzt die Einwechslung, die 2, die er hatte, war er auf jeden Fall da, war präsent, hat Gas gegeben. Ja, aber auch er, ich meine, wir sind hier in der verletzten Leiste sozusagen, ist mehr verletzt, wie er spielt. Ja. Mehr im Aufbautraining, mehr angeschlagen, mehr verletzt, als wie er Einsatzminuten hat. Wo soll ich den einordnen? Vom Potenzial her, ja, zu seiner Prime-Zeit
hatte er sein Potenzial, hätte er auch für S-Tier gehabt. Ja. Dafür war er, genau wie Leroy, immer viel zu unkonstant. Beide haben immer so absolute Peaks gehabt. Da haben sie 3, 4 Spiele auf Weltklasse-Niveau gemacht. Ja, das muss man so sagen. Wenn ich alleine an das Champions League-Spiel da, was war das, Tottenham oder was, in England da denke, wo er 4 Hütten gemacht hatte vor ein paar Jahren, dann Vertrag verlängert und dann so, ach, alles gut, Alter, ich habe ausgesorgt, Chaka, ich lasse es sein. So kam das rüber, ja. Und seitdem nie wieder in die Spur gefunden, genau wie Leroy nicht. Nie wieder, ja. Und ja, Leroy ist da von den Werten her sogar noch besser. Und dann überlegt euch mal, was wir auf Leroy schon draufhauen und dann überlegt euch mal Serge. Ja. Das ist halt einfach nochmal eine Stufe schlechter, weil er noch viel, viel mehr verletzt ist. Ja. Und es ist super traurig, da beide das Potenzial haben, Minimum ins A-Tier zu sein. Ja. Wenn sie einfach mal konstante Leistungen bringen würden. Ja. Aber kriegen leider beide nicht hin. Gut, jetzt habe ich hier noch einen Grafenberg drin, oder was? Das ist ja ganz wild. Hier ist noch ein Ulle. Ja, Ulle auf jeden Fall B. Ne? Ulle auf jeden Fall B. Ich denke, den können wir auch mal ganz nach vorne ins B stellen. Ich denke, wenn man Ulle aufstellt, weiß man, was man kriegt. Ähnlich wie Eric Dyer, aber nicht auf dem Niveau. Ja. Also Ulle im Tor, weißt du, ist immer gut für ein Ding. Ja, dass er einfach einen Aussetzer hat, ist fußballerisch natürlich, hat sich nochmal stark verbessert auf seinen alten Jahren, in den letzten Jahren. Aber natürlich nicht auf dem Niveau eines Peretz oder gar eines Urbis. Ja, Urbich, würde ich sogar sagen, hat ein besseres Niveau als Manuel Neuer, was das Fußballerische angeht. Aber den haben wir hier leider nicht zur Auswahl. Dann haben wir noch Opa. Ja, Opa ist natürlich auch ganz klar A und zwar ganz vorne. Ja. Opa ist auf dem Weg ins S-Tier vielleicht. Das werden die nächsten Monate zeigen, beziehungsweise vielleicht die nächste Saison. Auch da natürlich jetzt wieder angeschlagen, verletzt, fällt aus. Dann natürlich ein Riesenproblem. Hat bis dahin aber eine überragend gute Saison gespielt. Gerade, ich habe es damals gesagt, das Spiel in Leverkusen war Opa der Anführer auf dem Feld. Die Verantwortung übernommen, hat die Mannschaft getragen. Ja. Wir haben ihm ja immer vorgeworfen, dass er keine Entwicklung hat in Richtung Führungsspieler oder nicht der Abwehrchef wird. Das ist ja unter Kompanie geworden. Ja. Das ist er geworden, das muss man mal ganz klar so sagen. Natürlich immer noch nicht so die Ruhe und so das super abgeklärte wie Eric Dyer, aber er war auf einem super Weg dahin. Ja. Super starke Saison, ganz klar A. Und ich denke, er hat das Potenzial, die nächsten Jahre auf jeden Fall auch ins S aufzusteigen, wenn der Weg so weitergeht. Ja. Gut, dann haben wir noch Thomas Müller. Ja, Thomas ist für mich leider auch nur noch B. Ja, das reicht nicht mehr für A. Ist eh nur Ersatzspieler bei uns. Ja, hat natürlich jetzt das Tor gegen Inter gemacht. Ja, gerade viel emotionale Worte und so weiter. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir ihn sogar noch irgendwo hier in der Mitte einsortieren. Ja, hier vielleicht so ja, normal musst du ihn noch hinter von sich stellen, Alter. Sogar noch hinter Leon. Ja. Kann natürlich immer noch einen Impact haben, wenn er kommt, gar keine Frage. Aber mehr reicht es halt nicht mehr. Ja. Und wenn wir sehen, wenn er mal kommt, wenn er mal eingewechselt wird, ist es oft auch wirklich, wirklich unterirdisch. Ja, so ehrlich muss man sein, die Zeit von Thomas Müller bei uns ist auf jeden Fall vorbei. Ich denke, er hat noch die Qualität, er hätte wahrscheinlich sogar noch die Qualität, in der Bundesliga zu spielen. Aber in der ganz oberen Etage reicht es einfach nicht mehr. Ja. Thomas Müller hat immer noch eine konstante Qualität, aber die reicht einfach nicht fürs A-Tier aktuell. Ja. Klar, sehen wir seine ganze Karriere, dann müssen wir ihn ins S-Tier packen, aber wir müssen natürlich erstmal im Hier und Jetzt bleiben. Mit den letzten Jahren natürlich im Hinterkopf, keine Frage. Ja, aktuell ist es halt einfach nicht mehr bei uns. Ne? Und auch die letzte Saison unter Tuchel war noch weniger. Ja, also von daher brauchen wir da über nichts großartig reden. So, zu guter Letzt haben wir noch Vinny.
Ja, Vini kommt natürlich ins A-Tier. Ich denke, Vini hat einen guten Job gemacht bisher. Fürs S-Tier reicht es natürlich nicht, weil wir noch keine zweite Spielidee haben. Ja, so gar nicht. Also wir spielen unseren Stiefel durch. Es ist keine Idee, da mal zwei Stürmer zu bringen, mal Kimmich als Rechtsverteidiger, mal nur ein Sechser oder ein Sechser, zwei Achter und kein Zehner, wenn Musiala jetzt nicht da ist und so weiter. Mir fehlen so die Überraschungen. Ja, wir sind super vorhersehbar. Conny Leimer als Rechtsverteidiger, wie gesagt, schießt sich jede Mannschaft drauf ein, spielt komplett über die linke Seite. Völlig verständlich. Ähm, Er ist gerade recht noch, wo Opa weg ist. Opa hat da immer noch viel ausgebügelt. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Ähm, Das siehst du jetzt noch mehr. Von daher für mich, ja, du musst jetzt die letzten Spiele aus meiner Sicht einen Kimmich dahinstellen, Palhinha auf die 6 und auf der 8 kannst du Conny Leimer, Leon Goretzka, kannst Mangurero bringen, da kannst du gerne durchwechseln, habe ich gar kein Problem mit. Ja. Ähm, Dann wäre es für mich ein Move, wo ich sagen würde, er ist auf dem Weg ins S-Tier. Ähm, Natürlich müssen wir noch die Komponente Jugendspieler abwarten. Ja. Die würde ihn eigentlich sogar ins B-Tier schieben. Ja, aber der sportliche Erfolg, der gerade da ist, würde ich ihn erstmal im A-Tier belassen. Müssen wir natürlich am Ende der Saison gucken. Fliegen wir jetzt aus der Champions League, verlieren wir gegen Dortmund oder spielen unentschieden, Leverkusen kommt näher, wir spielen am Ende die Meisterschaft. Ja, dann wird eine Kompanie natürlich ins B-Tier gehen am Ende. Ja. Aktuell aber auf jeden Fall im A-Tier. Ich habe es schon gesagt, öfters in den Streams. Er hat es halt geschafft, wieder eine Mannschaft zu formen. Ja, er hat es geschafft, wieder eine Mannschaft zu formen und natürlich auf Kosten der Jugendspieler, die man alle weggeschickt hat, ja, die man alle vergrault hat. Ja, aber das war sehr wahrscheinlich nötig, damit du die ganzen hochbezahlten Spieler bei Laune hältst. Und ich kann immer nur das Beispiel bringen, stellt euch vor, eine Company hätte jetzt gesagt, hier, das ist der Iran Kunda, der ist jetzt mein Außenspieler neben Michael. Dann hättet ihr mal überlegen können, was mit Leroy ist, was mit Serge ist. Ich meine, mit Tell hat man ja noch weggeschickt. Dann wisst ihr, das hätte wieder gebrannt im Kader. Ja? Also man hat dieses Jahr auf jeden Fall für den Zusammenhalt, für das Mannschaftsgefühl, hat man die Jugend geopfert. So, daran gilt es, ihn auch zu messen nächstes Jahr. Da muss nächstes Jahr auf jeden Fall viel, viel mehr Zutrauen in die Jugend kommen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das werden wir sehen. So, jetzt muss ich mal kurz durchgucken und mal ganz kurz mein Hirn einschalten. Mal gucken, ob der irgendein wichtiger Spieler nicht dabei ist. Stürmer haben wir nur einen, das ist Heavy, der ist da. Außenspieler haben wir Michael, Leroy, Koman und Serge, die sind da. Zehner haben wir Musiala, Müller, die sind da. Zentrale Mittelfeldspieler, nenne ich es mal. Haben wir King Josema, Leon, Conny, Palhinha, Pavlo. Sind auch alle da. Dann haben wir die Innenverteidiger, Minjay, Daya, Ito sind da. Dazu Boes, Dani. Genau, ja, sollten alle sein, oder? Torhüter, wie gesagt, Urbich fehlt. Urbich würde ich aktuell, ja, musst du auch erstmal ins C-Tier einsortieren. Ja, das geht nicht anders. Wir haben jetzt ein paar Spiele von ihm gesehen, hat einen Bock drin gehabt, ist ein junger Torwart. Ich denke, dass das, was man bisher gesehen hat, also fußballerisch für mich auf jeden Fall ein S. Ja, fußballerisch definitiv ein S-Tier. Ausstrahlung, Anweisung, Ruhe ausstrahlen, auf jeden Fall schon gutes A-Tier. Auf der Linie, Reflexe, Schnelligkeit und so weiter, kannst du ganz schwer beurteilen. Ja, er hat die Tore, die er gekriegt hat, ja, an den meisten konnte er nichts machen. Ein, zwei Mal hatte man so ein bisschen das Gefühl, ihm fehlt so eine Hand. Dann wäre er vielleicht noch drangekommen. Von daher schwierig zu beurteilen, gerade für mich. Ja. Ich denke, dass er Talent hat, dass er Potenzial hat man gesehen. Und alles andere werden dann auch die kommenden Monate zeigen. Ja. Ich persönlich, um da vielleicht noch abschließend was zu sagen, ich persönlich hätte mir gewünscht, dass man nächste Saison sagt, alles klar, Ulle,
let's go, hau rein, das war's bei uns, hast gute Arbeit geleistet. Ist aber auch okay, ich denke, Ole wird jetzt nicht so viel Geld verdienen, aber ich hätte mir gewünscht, dass man sagt, hier, pass auf, das ist Daniel, das ist Jonas und Manu leitet die beiden an und dann entsteht halt ein Konkurrenzkampf zwischen Peretz und Urbich, ja, um die neue Nachfolge. Das ist, was ich mir gewünscht hätte. Anstatt zu sagen, man setzt da jetzt wieder einen Ole hin, guckt, dass man Peretz verleiht. Zumindest war das der Gedankengang. Wir werden sehen, was passiert. Wieso weiß man ja noch nicht, ja. Ich hoffe, dass man ihn dann nur verleiht und nicht verkauft. Auf der anderen Seite kann man natürlich argumentieren, ja, wenn man ihn verleiht und er eine Saison spielen darf, bringt ihn das natürlich mehr wie beim FC Bayern, wenn er dann nur die Nummer 3 ist. Ja, da gehe ich auch mit. Also von daher mal abwarten, da ist mit Sicherheit noch nicht der letzte Funken gesprochen worden. Und ja, das wäre meine aktuelle Einordnung. Ja, wie gesagt, ich würde ein paar Abstufungen vornehmen, die wir jetzt hier nicht machen können. Vielleicht nochmal abschließend. Ich würde einen King irgendwo hier zwischen sehen, zwischen den beiden Reihen. Ja. Ein Manu auch eher dazwischen so ein bisschen. Hier oben können wir natürlich auch drüber diskutieren. Man könnte natürlich nochmal eine extra Stufe nur für Heavy haben. Auch hier könnte man vielleicht nochmal eine Zwischenstufe haben für Josh. Ja. Aber gut, wir müssen uns hier entscheiden. Das habe ich getan. Das wäre meine Einordnung. Leute, haut mir gerne in die Kommentare, was ihr komplett anders beurteilen würdet. Ich denke, viele von euch würden Fonsi auf A ziehen, sehr wahrscheinlich. Und ein Leroy auch. Ich denke, einige von euch würden sogar ein Leroy ins A-Tier ziehen. Ja. Ja, das ist meine Meinung. Ja, da kann man natürlich drüber streiten. Das ist ja das Schöne im Fußball. Ich habe es versucht, ein bisschen zu verargumentieren, auch wie ich hier diese Stufen so sehe. Ja, die B-Stufe, weiß ich nicht. Da fehlt halt einfach die Qualität auf der Position oder die Konstanz. Ja, ich denke, viele Spieler können da noch nicht mal was für, wie so ein Palinja zum Beispiel, der da steht, wie so ein Müller. Ja, wer weiß, wenn Müller jedes Spiel spielen hätte dürfen, wo er wirklich stehen würde sportlich. Ja, vielleicht wäre er immer noch ein A-Tier, kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Ob er unbedingt in dieses System dann gepasst hätte, eine andere Sache. Dasselbe gilt für Leon, ja, der es ja jetzt auch gezeigt hat, wo er ein paar Spiele machen konnte. Aber wenn wir die Saison nehmen und dann die Zeit auch nehmen wir die letzte Saison dabei, das Jahr davor, dann sind die Leute schon zu Recht im B-Tier. Ja. Da haben natürlich Spieler wie Eric Dyer, Minjay, die noch nicht so lange da sind, oder auch Michael den Vorteil, dass wir noch kein schlechtes Jahr von ihnen mit in die Beurteilung ziehen. Ja, ja, viele werden nicht verstehen, dass ein Kimmich im S-Tier ist, denke ich. Für mich ist er das, weil auch da, wo die Mannschaft schlecht war die letzten Jahre oder wo diese Spieler sich alle schlecht entwickelt haben, war Kimmich immer noch der im A-Tier performt hat. Der war immer noch konstant auf einem gewissen Level, ja, konnte natürlich nie die Mannschaft mitreißen oder sowas. Das wird er auch nicht mehr können. Das haben wir diese Saison gesehen. Obwohl Müller und Neuer nicht da waren, obwohl er die Binde hatte, jetzt gerade auch gegen Inter, konnte er es nicht. Ja. Und ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, auch wenn er diese Vorstellung hat, vielleicht das sind meine letzte Worte, wenn er die Vorstellung hat, er möchte dieser große Kapitän des FC Bayern sein, dieser Anführer, wie es ein Effe ist. Ich weiß nicht, ob er sich überhaupt so sieht. So kommt es zumindest rüber. Das wird er nicht werden. Das wird er nicht mehr werden. Er ist eine andere Art Spieler. Aber er spielt eine sehr, sehr starke Saison, ja. Das muss man auch mal sagen. Klar hat er ein paar schlechte Spiele drin gehabt, wie jeder Spieler. Am Ende sind das alles Menschen und keine Maschinen. Ja. Aber für mich gehört ein Kimmich ins S-Tier rein. Wie gesagt, so SA. Also ich würde ihn so dazwischen sehen gerade, ja. Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn Thomas Müller jetzt seine Karriere beendet, wenn Manu nur noch Standby-Fußballer ist, vielleicht geht dann bei Josh nochmal so ein bisschen so die Brust raus, ja, und er
kriegt die letzten 5%, die er braucht, um dieser Führungsspieler auch auf dem Platz zu sein, wenn es mal nicht läuft. Wenn es läuft, ist er das. Ja. Er muss das werden, wenn es nicht läuft. Ja. Wenn wir jetzt das Spiel mal intern nochmal ganz kurz nehmen, da waren Goretzka diese 20, 25 Minuten, die wir stark waren in der zweiten Halbzeit, viel, viel, viel mehr Führungsspieler, wie es in Kimmich war. Ja. Und das gibt einen dann wieder zu denken. Ja. Und dann könntest du schon wieder sagen, wir ziehen ihn nur ins A-Tier rein. Ja. Aber ich lasse ihn mal im S-Tier, weil bisher wirklich eine starke Saison. Ja. Kann man aber mit Sicherheit drüber streiten, wie über ganz, ganz viele Spieler. Aber genau das ist ja Sinn von Fußball. Von daher tobt euch gerne in die Kommentare aus untereinander. Das ist meine Tierlist zum jetzigen Stand der Saison. Ja, wir werden das vielleicht am Ende der Saison, mache ich das auch in so einer Tierlist nochmal anordnen, weil dann nehme ich auch mal die ganzen Noten dazu, die ich habe. Ja, die schreibe ich ja auf. Ist aber dann nochmal eine schönere Übersicht, ja, dass man das dann nochmal so einsortiert. Nur auf diese eine Saison gesehen, wer wie performt hat. Gut, Leute, das war das erste Video dieser Art. Lasst mir gerne Feedback da in Form eines Daumen nach oben oder nach unten, ob es euch gefällt oder nicht, so ein Format. Und dann werden da in den kommenden Wochen und Monaten noch die ein oder anderen Formate kommen, was ich noch so an Tierlisten zum FC Bayern finde. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus und freut euch auf Samstag gegen Dortmund, Leute. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.